Ja, ich glaube, Plattdeutsch braucht Schutz. Da muss man sich kümmern. Denn das hätte ja einfach einen großen Bruch gegeben, als viele Familien den Sprach nicht wiedergegeben haben. Ja, darum denke ich, dass man auch was tun muss dafür, dass Plattdeutsch an Leben bleibt und dass das einfach präsent ist in der Alltag. Ja, das muss ja. Das geht ja nicht anders. Ne? Das muss ja wiederleben. Ne? Dann ist Plattdeutsch irgendwann tot, aber das schnackt doch von den Tod von Plattdeutsch, schnackt sie ja alt, sieht 100 oder mehr Jahren. Und das wird wiederleben, da bin ich ganz sicher. Säcke doch. Plattdeutsch Sprach muss schützt werden. Ich mag das ja also am Beten. Da gibt es wie die August-Hinrichs-Bühne gibt es so eine Gruppe 8 Time Plus. Und da mag ich den Sprachpaten. Und versuche vernünftig Plattdeutsch beizubringen. Plattdeutsch schützen? Ja, unbedingt. Aber nicht nur Plattdeutsch, sondern alle anderen Regionalsprachen auch und vor allen Dingen auch in Schulen unterrichtet. Ja, das Plattdeutsch in der Sprockenkarte ist, das krieg ich wohl mit. So in einem beruflichen Kontext lebt mir das natürlich über den Weg. Und sonst in der Alltag ja, hört man dort natürlich nicht so viel von. Dass das über die europäische Sprachenkarte geschützt ist, wusste ich nicht. Schutz über die europäische Sprachenkarte? Nein. Ich muss zugeben, ich habe nicht mal von der europäischen Sprachenkarte gehört. Damit darf ich mich nicht so beschäftigen, ob das geschützt oder nicht geschützt, muss ich sagen. Wir brauchen einfach. Ja, die Plattdeutsch Sprach schützt es über die europäische Sprachenkarte, das wird ich. Allang, das werde ich also die Zeit, als die Politiker es da noch überschnackt haben. Dann wird er gucken, nee, ich schnack ganz einfach und das ist dann so. Damit von mir nicht schützt werden, die Leute mit das gehen mucken und dann ist gut. Wie das nun wirklich schützt war, das ist mir nicht klar. Eigentlich bloß, damit man mal ein paar Mark gut geben darf an die Vereinigung. Ne? Ich glaube, es wäre cool, wenn wir Plattdeutsch schützen würden, indem wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch und in der Uni oder auch in der Schule Plattdeutsch in die Lehre integrieren würden. Ein konkreter Schutz darf sich nicht in finanzieller Förderung erschöpfen, sondern muss sich in Unterricht, in Radio- und Fernsehsendungen, in Druckorganen in plattdeutscher Sprache oder in den anderen Regionalsprachen ausdehnen. Sie dürften mich gerne als plattdeutschen Sprachenschützer engagieren, wenn ich denn tatsächlich hier in diesem Sprachraum leben würde. Wäre das sicherlich eine Sache, für die ich mich sehr engagieren würde. Ich könnte mir vorstellen, Sprachenschützer zu werden fürs Plattdeutsche, insofern ich dann überhaupt erstmal die Geschichte kennen würde. Plattdeutscher Sprachenschützer kann nur jemand werden, der die Sprache wenigstens in Einsätzen kennt, und das wäre der einzige Grund, mich da rauszuhalten. Also ich kann mir vorstellen, Sprockenschützerin für Plattdeutsch zu werden. Das ist für mich auch natürlich ein hartes Sprach und dafür wollte ich einiges tun, ja.